zusammen, willkommen bei unserer monatlichen Dialektsendung auf Okto TV. Heute geht es einmal um ein bisschen etwas anderes, und zwar, what the fuck ist eigentlich Schweizerdeutsch? In Wern gibt es mehr Schweizer, wie man glaubt. Und unter anderem die Christiane, wo ich recht froh bin, dass sie sich bereit erklärt hat, über unser Thema zu reden. Und die erste Frage war halt einmal, wo kommst du eigentlich genau her und was darfst du sagen, ist deine erste Sprache, die du gelernt hast oder die du am besten kannst? Ja. Auf Schweizerdeutsch, wenn es geht, oder in deiner Erstsprache, bitte. Okay. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber gerade an der Grenze, ganz im Süden. Wir haben nur etwa 5 Minuten und dann sind wir in der Schweiz. Und mein Vater ist Schweizer und meine erste Sprache ist eigentlich der Dialekt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich keinen richtig reinen Dialekt habe, weil sich das natürlich gemischt hat mit dem süddeutschen Dialekt. Und ja. Also ich bin in Chur geboren, in der Schweiz, in Graubünden. Und habe dort alle Schulen durchgemacht, Gymnasium und Matura. Und wollte nachher studieren, Publizistik. Publizistik hat man in der Schweiz nicht als Hauptfach studieren können. Dann habe ich ein bisschen umgeschaut, weil ich auf Deutsch studieren wollte. Und bin dann nachher auf Wien gekommen, irgendwie per Zufall. Es ist eigentlich nichts gesehen, wo ich immer her hätte wollen oder so, sondern es ist einfach die Möglichkeit da gewesen, Publizistik zu studieren und haben das dann gemacht. Ich studiere seit 5 Jahren jetzt in Fribourg in der Schweiz. Das ist direkt auf der Sprachgrenze, also 70% Französisch und 30% etwa deutschsprachig. Ist zwischen Bern und Lausanne. Wie ist es genau? Der Kanton ist zweisprachig oder auch die Stadt? Beides. Also der Kanton ist zweisprachig und die Stadt selber aber auch. Also es gibt Viertel, wo mehr Schweizerdeutsch oder Deutsch geredet wird und andere Stadtteile, wo mehr Französisch geredet wird. Aber grundsätzlich so in Cafés oder so redet man eher Französisch. Also in Graubünden hat man ja sozusagen 3 Sprachen. Also Graubünden redet halt Bündnerdeutsch, dann Rätoromanisch und Italienisch. Es ist halt sozusagen angrenzend an das Tessin und oben dann nachher gegen St. Gallen. Auf der Ostseite ist es gegen Österreich angrenzend. Und ja, die bekanntesten Orte vom Graubünden sind St. Moritz und Davos kennt man dann noch so ab und zu, Klosters von der britischen Königsfamilie, die dort immer Skifahren. Oder früher, bis dann in eine Lawine. Nein, das geht zu weit. Die Uni Fribourg ist eine der ganz wenigen in Europa, glaube ich, wo man zweisprachig studieren kann. Also das heisst, man kann entweder nur Deutsch oder nur Französisch oder eben bilang, also zweisprachig studieren. Und ja, dann wird je nachdem halt eben Deutsch oder Französisch geredet. Und was studierst du genau? Germanistik und Mehrsprachigkeitsforschung. Okay. Also mit der Mehrsprachigkeit im Kanton ist schon so, dass man muss immer ausgleichen. Auch jetzt zum Beispiel in der Schule haben wir jetzt Französisch zuerst gelernt. Das ist sozusagen wegen der Eidgenossenschaft, weil man halt zuerst Französisch lernt, bevor man jetzt Englisch lernt oder etwas, was nicht aus der Schweiz ist. Und nachher habe ich Italienisch gelernt, weil das halt die Sprache vom Kanton ist. Und erst dann habe ich dann mal Englisch gelernt. Also da haben wir ein gutes Beispiel für die Mehrsprachigkeit in der Schweiz. In der Schweiz ist wirklich alles auf 3 Sprachen angeschrieben. Also wie das Ziggy-Päckchen da. Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen.
Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques e pulmonaires mortelles. Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali. Merci. Aber auf Schweizerdeutsch steht es nicht auf. Nein, Schweizerdeutsch wäre es. Also ich kann das noch anfügen, wenn du möchtest. Ja, wie sagt man? Okay. Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen. Ja, vielleicht kannst du uns das einmal genauer erzählen. Diese ganze Mehrsprachigkeit ist relativ kompliziert in der Schweiz. Wir Österreicher wissen gar nicht, wie das so im Detail ausschaut. Was kann man da so sagen? Also jetzt auf die 4 verschiedenen Sprachen bezogen ist halt, es gibt Deutschschweiz mit Deutsch, französischsprachige Schweiz wird Französisch geredet, im Tessin Italienisch und in einem kleinen Teil, im Graubünden, wird Rätoromanisch noch geredet. Jetzt im deutschsprachigen Teil gibt es halt ganz verschiedene Dialekte. Und das ist so klein es ist, aber es hat sehr viele verschiedene Dialekte, die sehr klar voneinander abgrenzen lassen. Und nachher richtet es sich dann halt ein bisschen danach, wo man in welche Schule man geht und wo man in die Schule geht. Es gibt halt so Teilgebiete, die sind so ein bisschen aufgeteilt. Da ist Deutsch und Rätoromanisch zum Beispiel. Und dort, die können halt immer beide Sprachen, sozusagen die von dort kommen. Und sonst trennt sich dann schon ziemlich stark. Also wenn du irgendwo in so einem italienischen abgelegenen Tälchen bist, dann lernst du halt einfach Italienisch und ja, dann kannst du auch zum Beispiel nicht so gut Bündnerdeutsch. Also es gibt eigentlich nicht das Schweizerdeutsch als Sprache, als einheitliche, sondern Nein, das ist das ein Sammelsurium von voll vielen verschiedenen. Ja, das ist Die aber alle noch verwandt sind. Ja, die gehören alle zu dem alemannischen Dialekt. Ja, im Gegensatz zum österreichischen, wo ja außer dem Vorarlberg alles zum Bayerischen gehört. Und ja, die Dialekte gehören schon alle zu einer Familie, aber sie sind gleich klar voneinander trennbar. Also zumindest für Schweizer oder die es im Ohr haben. Wie lange bist denn du eigentlich schon in Bern? Circa 2 Jahre. Und du bist aus der Schweiz? Ja, aus St. Gallen. Aus dem Kanton St. Gallen oder aus der Stadt? Ich habe in der Stadt zwar gewohnt, aber eigentlich aus dem Rintel. Und was mich interessieren hat, ist, wie geht es dir sprachlich so in Wien? Redest du Schweizerdeutsch mit den Wiener oder Hochdeutsch oder hast du schon Wiener Dialekt gelernt oder wie schaut es aus? Naja, also ich rede größtenteils eigentlich schon Schweizerdeutsch. Wenn ich etwas getrunken habe, dann fange ich manchmal an Hochdeutsch zu reden, weil ich es dann nicht mehr wiederholen will. Aber eigentlich geht das schon mit Schweizerdeutsch. Und was recht interessant ist, du jobbst so als Kellnerin. Ja. Und du hast natürlich extrem viel Kontakt mit allen möglichen Leuten. Und was ich so mitgekriegt habe, du redest mit denen konsequent Schweizerdeutsch. Ja, eher. Ich will nicht zurück in die Schweiz kommen müssen und dann nur noch blöd daherreden, weil ich mir Schweizerdeutsch abgewöhnt habe. Also mit einem Schweizer Kollegen.